Wo hat er gesagt? Irgendwo hat er gesagt, das ist ein Beifuß, aber ich sehe ihn nicht. Weil das ist keiner. Für unser Kräutergans brauchen die Kräuter. Und jetzt im Herbst ist natürlich alles schon ein bisschen in die Knie gegangen, aber ein Beifuß war ganz wichtig, weil Beifuß hilft bei der Fettverbrennung. Jetzt finde ich aber da bloß eine Knoblauchrauke, aber da nehmen wir gleich ein bisschen was mit. Oregano, Rosmarin, da habe ich noch was. Ein paar Blätterl Liebstöckel, die schaden nie. Die nehmen wir auch noch mit für unser Kräutergans. Das ist unsere Ausbeute und ich habe natürlich schon vorgesagt, ich habe noch einen Beifuß und getrocknet. Eben dieser Beifuß, dann die Knoblauchrauke, Oregano, da haben wir noch ein bisschen ein Bohnenkraut, der Liebstöckel, das Maggikraut und ein Rosmarin. Und ich richte mir jetzt alles so her. Die vorderen, die feinen Blätter, die tun wir in die Sauce rein. Das tun wir auf die Seiten. So, und das andere kommt dann ganz in die Füllung rein. So, da. Und so kriegen wir eine schöne Gans her. Und jetzt machen wir unsere Füllung. Unsere Kräuter, dann haben wir Apfel, Orange, Zwiebel. Die Äpfel sind von uns, die sind sowieso gut. Orangen aus dem Biomarkt und trotzdem gescheit waschen, weil wir die mit der Schale rein tun, weil die ätherischen Öle, die geben gut Geschmack ab, aber wir wollen ja keine Spritzmittel drin haben. So, und das wird bloß grob geschnitten, weil die Gans ja lang gebraten wird. Dann laugt es schon aus und gibt einen guten Geschmack in die Gans. So, das reicht. So ist genug. Und da kommen unsere Kräuter dazu. Und dann ab in die Gans. So, da haben wir unser Gansal. Ist vor den Toren Münchens aufgewachsen, hat zwar noch nicht allzu lang leben dürfen, aber ein schönes Leben gehabt. Immer mit dem Blick auf die Frauenkirche. So, und jetzt müssen wir es ein bisschen herrichten. Dafür schneiden wir jetzt die Flügel ab. Du musst nur das Gelenk gescheit erwischen, das ist das Problem. Dann haben wir da den Hals. Magen. Leber. Herz. Und ich mache ganz gern den Hintern weg. Da ist die Fettdrüse dran. Ich mag das nicht. Es gibt Leute, die mögen das ganz gern. Ich mag es nicht. So. Ist schon vom Fett befreit. Dann müssen wir es würzen innen. Salz. Pfeffer. Und unsere Fülle kommt rein. Mit den Kräutern, Zwiebeln, Orangen, Apfel.
So, da. Und dann kommt es in die Reine rein. Fett brauchen wir keins. Das hat die ganz genügend. Bloß ein bisschen Wasser, der wir unten rein. Dass es nicht gleich so abappt. Oh ja, außen der wir auch noch was hin. So, da. Auf geht's! Rein in den Ofen. 120 Grad. Erst einmal 2 Stunden, dann geht's weiter. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. So, jetzt muss ich eine andere Position einnehmen, die gute Dame. Und dann gießen wir ein bisschen was von dem Fett schon weg. Okay. Dann haben wir da noch ein paar Flügel. Weil jetzt gehen wir dann mit der Temperatur rauf. Dann kann das alles schön rösten. Das sind unsere Wurzelgemüse, Zwiebeln. Was von der Fülle noch übrig ist, Stückerl Apfel und so weiter, alles kein Problem. Kommt da mit rein. So. Und schon verschwindet es wieder. Für eine Stunde bei 160 Grad. Gut. Unser Ganserl ist jetzt soweit. Das haben wir rausgenommen mit den Ganserl-Wings. Und hier ist der Bratensatz mit den Gewürzen. Den werden wir jetzt in den Topf und da kochen wir die Soße fertig. Zap, zap. Die Soße hat gekocht. Jetzt passieren wir die ganze Sache raus. Und schon ist unsere Soße fertig. Jetzt haben wir eine Schü. Wer es dann gebunden haben will, gar kein Problem. Mit ein bisschen Stärke abziehen. Was natürlich ein alter Hausfrauentrick ist, gleich mit Knödelwasser aufgießen. Dann haben wir die Stärke schon drin. So schaut es aus. Unser Ganserl. Jetzt schneiden wir das und richten das an. Jawohl. Genau. Jo. Voilà. Bitteschön. Viel Spaß. Das Rezept findest du da unten. Und wisst ihr eigentlich, was die Köche am liebsten essen? Das da. Die stehen ja stundenlang da und fieseln an der Karkasse rum. Aber alle. Kein keinen, der das nicht macht.